Aber richtig warm. Ja, aber ganz warm. Heiß. Boah, da wird dann schon Jürgen ist was warm, ne? Für die Passanten, die jetzt hier vorbeikommen, zur Erklärung. Zunächst werden die Delfine mit Booten auf dem offenen Meer in eine kleine Bucht getrieben. Das heißt, mit Geräuschen, die durch ein Schlagen an eine Metallstange im Wasser erzeugt werden, wird eine Lärmwand gemacht und dies scheucht die Delfine in die legendäre Bucht. Gleichzeitig dokumentieren die Cove Guardians und andere Aktivisten vor Ort und die Polizei und natürlich auch ein gewisser japanischer Fischer namens Private Space, weil er nur 2 Worte Englisch kann, nämlich zu sagen, das ist Privatgrund, ihr dürft hier nicht filmen, versuchen das zu verhindern. Ist doch so, oder? Ist dabei, der erste Foto, ne? Eng aneinander gekuschelt sind dann die Delfine, die in die Bucht getrieben worden sind und warten auf ihr Schicksal. Teilweise 2, 3, 4, 5 Tage, 6 Tage ohne Nahrung, ohne Flüssigkeit. Man muss wissen, Delfine nehmen die Flüssigkeit nämlich mit ihrer Nahrung auf und verharren da, ohne etwas zu essen oder zu trinken zu bekommen. Dann werden die schönsten von den Trainern des Walmuseums, Dolphin Resort und auch der Dolphin Base, den 3 Delfinarien in Taiji, ausgesucht, von ihren Familien getrennt, was die natürlich gar nicht gerne haben. Ja, also die schönsten werden ausgesucht und die Cove Guardians von den Sea Shepherds versuchen das natürlich zu dokumentieren. Und die anderen, nachdem schon einige schöne Exemplare ausgesucht worden sind, werden grausam abgeschlachtet. Wir haben hier auch die passenden Live-Geräusche aus Taiji dazu. Originalaufnahmen